Da gut zielen. Entschuldigung, rasch. Da ein paar Sachen dabei. So, jetzt nächste Problem. Wie bringe ich das durch? Ich glaube, da müssen wir rasch helfen. Reto und Timon. Achtung, es ist nicht ganz leicht. Vielleicht muss ich die jetzt erst einfach aufstellen. Ich tue mal das auf da. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. So. Jawohl, danke vielmals. Super. Eine lustige Anekdote vom weltberühmten Gitarrist Yngwie Malmsteen hat es eigentlich schon fast geschafft, viral zu gehen. Als er bei seiner ersten Studioaufnahme, ich habe ein Bild von ihm dabei, solltet ihr das sehen? Ja, genau, da ist er. Als er bei seiner ersten Studioaufnahme vom Produzent aufgefordert worden ist, ein bisschen reduzierter zu spielen. Er ist berühmt dafür, dass er so klassische Elemente in Heavy Metal eingebaut hat. Und der Produzent das dann mit dem Wort unterstrichen hat: Weisst Yngwie, weniger ist mehr. Dann hat er entrüstet geantwortet: How can less be more? More is more. Oder auf Deutsch, wie kann weniger mehr sein? Mehr ist mehr. Und besonders unter Musikern hört man das immer wieder mal, wenn sie sich rechtfertigen, wenn es genau um diese Frage geht. Die Reaktion hat Kultstatus erreicht und wird eben oft dann verwendet, wenn das berühmte Sprichwort «weniger ist mehr» wieder mal im Raum steht. Das ist unsere Frage heute. Ist weniger wirklich mehr? Oder bleibt halt eben doch mehr? Wir befinden uns in dieser Serie «Erfrischt durch die Wüste». Und wir haben in der letzten Woche mit dem Timon Studler das Thema vom Fasten vertieft. Und wir haben Fasten definiert als der bewusste Verzicht auf Essen und auch auf Trinken. Und wir könnten sagen, auf das Existenzielle vom Leben, auf das, was wir dringend brauchen. In dieser Serie dient uns das Bild von der Wüste symbolhaft für den Verzicht oder für reduziertes Leben, für Reduktion. Und wir werden in dieser Serie beides anschauen, nämlich letzten Sonntag und heute den freiwilligen Verzicht und dann die nächsten 2 Sonntage, auch sehr herausfordernd, den unfreiwilligen Verzicht. Und wir möchten darin entdecken, was beide Aspekte mit der Nachfolge von Christus zu tun haben. Und wenn wir drin Gott auch finden können, wenn wir ihn erfahren können, mit drin. Und heute fokussieren wir auf den bewussten und freiwilligen Verzicht. Nicht vom Essen, vom Existenziellen fürs Leben, sondern von Konsum und Genussgütern. Das Wort Abstinenz wird dabei eine Rolle spielen. Es steht für sich enthalten, bewusst sich zurücknehmen von etwas. Es geht also nicht um eben das, was wir wirklich brauchen fürs Leben, sondern um die vielen Sachen, die wir in unserer westlichen Welt haben, die uns versprechen, uns zu erfüllen und zu erfrischen. Und ich glaube, es ist keine grosse Übertreibung, wenn ich sage, in der Schweiz haben wir grundsätzlich viel. Und uns geht es gut. Gemessen am Bruttoinlandprodukt pro Kopf hat sich die Schweiz im Ranking 2025 gemäss der Quelle vom Handelsblatt.com auf Platz 5 der Welt platziert. Ist nicht schlecht, hä? Er könnte immer noch besser sein. Und eigentlich ist es super, aber wenn man dann sieht, dass auf Platz 1 unser kleines, halbgeschwisterte Liechtenstein liegt, dann stresst es doch ein bisschen. Aber ja, also grundsätzlich mal nicht so schlecht. Wir leben in einer Welt und in einer Gesellschaft, die uns sagt, je mehr du hast, desto glücklicher bist du. Man könnte sagen, dass das Schweizer Evangelium ist. In Kurzform. Mehr ist mehr. More is more. Und natürlich gibt es dabei unterschiedliche Ausprägungen, auch je nach Typ Mensch, wo wir sind. Für die einen bedeutet das, ich will mehr auf meinem Konto haben, in meinem Wertschriftenportfolio, oder ich möchte so schnell wie möglich Eigenheim haben, Grundbesitz, Boden.
Andere investieren lieber gern ins Mehr in Form von Materiellem, weil sie dort etwas erhoffen. Oder ins immaterielle Gut. Ferien, haben wir heute das Thema auch schon davon gehabt. Liegt ja jetzt gerade hinter unsere Unterhaltung. Alles Sachen, die uns versprechen, uns glücklich zu machen. Hey, und genau darum habe ich gedacht, ich bringe euch mal so ein bisschen mein Leben mit. Und habe mich da ein bisschen beladen, weil ja, auch in meinem Leben gibt es recht viel. Und so ein paar Sachen habe ich euch mal da gegeben für mich, oder? Von etwas, was es nie zu viel geben kann, sind Bücher. Bücher geht immer noch eins mehr. Mein Gestell hat immer noch einen Platz. Ich habe da recht viel dabei, mal so ein paar mitgenommen. Da unten ist alles vollgeladen mit Büchern. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Also man merkt jetzt noch nicht im Gestell, dass etwas fehlt. Gell? Und dann ist in allen Monaten wieder Literaturclub. Und ich denke wieder an 3 von diesen 4 Büchern muss ich auch haben. Will ich auch noch lesen. Bücher geht immer noch mehr für mich. Das andere, wo ich ja jetzt endlich wieder auch eine Begründung habe, wieso ich das habe, ist Lego, gell? Oh, Lego. Es braucht auch recht viel Platz, vor allem wenn es nicht eine Packung haben. Ich habe ein paar einfach mitgebracht. Hat immer noch etwas hier. Die habe ich jetzt im Keller schon schön verstaut, oder? Dass sie nicht immer im Weg rumstehen, aber bei Gelegenheit noch mal wieder auspacken. Lego, genau. Und dann, hey, letzte Bekenntnis. Habe ich etwas gemacht, was ich seit über 20 Jahren nicht mehr gemacht habe. Der Bildschirm da steht symbolhaft für das. Ich meine, so als Jugendlicher habe ich doch ab und zu mal ein Game gezockt. Jetzt nicht mega exzessiv. Aber jetzt, gell, es gibt dann auch immer gute Gründe. Gesagt, man muss ein bisschen am Puls der Zeit bleiben. Weil ich komme noch aus dem Zeitalter von Disketten, wo du dann irgendwie 5 oder so gebraucht hast, um ein Game in ganz groben Pixel zu laden. Nachher ist die CD-ROM gekommen. Man muss ja mal wissen, wie das heute so läuft. Und dann habe ich mir so wieder, jetzt wieder am Abend, wenn du mal daheim bist und musst den Kind schauen und so, dann kannst du nebenbei wieder mal ein Spiel spielen, so ein Manager-Game runtergeladen. Ein bisschen zocken. Ist jetzt nicht unbedingt Raum einnehmend, weil der Computer steht sowieso dort, aber Zeit einnehmend. Ja, so Sachen gibt es auch in meinem Leben. So mal als einen kleinen Anfang, ein paar Sachen, die ich da denke, ich bringe die euch mit. Wir tauchen in die Evangelien. In eine Kernrede von Jesus, wo er seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern wichtige Sachen mitteilt hat. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt für euch selbst nicht wertvolle Schätze hier auf der Erde. Denn sie sind sowieso nicht sicher. Sie können verrotten oder auch gestohlen werden. Baut euch viel mehr Schätze auf in der Welt Gottes. Dort sind sie sicher. Weder Verfall noch Diebstahl können sie dort antasten. Und außerdem müsst ihr erkennen, dort, wo ihr eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Ich kenne das Dilemma zu gut. Ich habe euch hier ein bisschen von meiner Fülle vom Leben mitgebracht. Von diesen irdischen Sachen, wo ich mir daraus immer wieder Erfüllung und Ruhe verspreche. Und ich habe schon so viel und ich ertappe mich trotzdem immer dabei, dass meine Gedanken bei einer seelischen Not oder einer erlebten Bedrängnis sich sofort nach Erfrischung sehnen, meist in Form von vielleicht etwas nochmal, wo man sich gut tun kann. Eine Ablenkung oder etwas Materielles. Da habe ich dann meistens noch schon einen Platz und irgendeine gute Begründung, wieso dass es schon Sinn macht. Ihr merkt, auf was es wird rauslaufen. Jetzt, bevor wir einfach die absolute Armut predigen, machen wir noch rasch den Faktencheck, weil wir müssen ja irgendwo auch realistisch bleiben. Als Reiche ist es ja immer einfach, und ich sage jetzt mal einfach grundsätzlich, als Schweizer sind wir reich, aber ich bin mir auch bewusst, dass es auch in der Schweiz Menschen gibt, auch unter uns Menschen gibt, die vielleicht manchmal auch wirklich knapp dran sind. Und dann ist es ja als reiche Person immer einfach zu sagen, dass Materielles und genügend Finanzheim eben doch nicht glücklich macht. Man muss ja einen Grund haben, wieso dass man immer noch nicht glücklich ist, oder? Und da bin ich auf eine spannende Studie gestoßen. Der jüdisch-amerikanische Psychologe Daniel Kahnemann, das ist eine rechte Koryphäe, ist vor 2 Jahren verstorben. Der hat gemeinsam mit einem Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftswissenschaftler, eine gross angelegte Studie in Amerika gemacht. Amerika, aber westliche Welt. Und sie haben genau das herausfinden. Wie steigt das emotionale Wohlbefinden, gekoppelt auch an das Vermögen, das man hat. Und bei ihnen ist herausgekommen, dass bei einem Einkommen von $75.000 im Jahr das emotionale Wohlbefinden das Plateau erreicht. Das heisst, bis dorthin steigt
das Glück. Tatsächlich. Auch mit dem, was man hat. Das gefühlte Glück. Aber dann ist das Limit erreicht. Und es bleibt höchstens gleich. Aber es kann schlechter werden. Wenn wir das auf die Schweiz umdeuten würden, würde es heissen, dass wenn du zur Mittelschicht gehörst, Finanzen oder Materielles dich nicht mehr nachhaltig glücklicher machen können. Dich nicht mehr wirklich erfrischen können. Mehr ist also irgendwann nicht mehr genug. Oder eben nicht mehr. Und gleichzeitig wäre es weltfremd zu sagen, dass ein gewisses Maß an Besitztum und an finanziellen Möglichkeiten einem nicht schon irgendwo einen Halt geben und Sicherheit. Das will ich wie nicht. Aber mehr zu besitzen allein ist es nicht. Mehr zu besitzen bedeutet auch immer dann andere Folgen. Es ist klar, mehr ist nicht einfach genug. Und für das Mehr zahlen wir immer einen Preis. Und darum möchte ich euch so 2 Nebenwirkungen von dem Mehr heute mit euch anschauen. Und die erste hat genau mit diesen Kosten zu tun. Einerseits finanzielle Kosten. Für all das Mehr, das wir haben, oder, da zahlen wir auch immer wieder Geld, noch dort etwas Neues anschaffen, dann da noch ein Abo mehr, wo man noch alle Monate zahlen kann. Besser machst du es in einem Jahr, dann ist es noch ein bisschen günstiger, aber zahlen tust du es trotzdem. Also finanzielle Kosten ist klar. Ein anderes Gut zahlst du aber dabei auch immer. Und das ist nämlich die zeitlichen Kosten. In unserer heutigen ausgefüllten Zeit ist das ein entscheidender Faktor. Mehr zu besitzen bedeutet auch immer, mehr zu machen, mehr zu tun, mehr Beschäftigung, mehr Stress. Ich habe noch etwas mitgebracht, das war ein bisschen zu gross, um auch noch erst liken, darum habe ich eine kleine Version dabei. Ich weiss nämlich, dass das vielen von euch viel bedeutet. Seit ich erfahren habe, dass der Matt Gremlich in einer GVC-App-Gruppe namens Gümmeler Gottes ist. Es geht um die Velofahrer Gümmeler. Velo, ein Velo mehr. Kannst du auch immer noch haben in deinem Fuhrpark, gell? Das fehlt dir noch, genau selber. Aber es braucht halt auch noch mal mehr Zeit zum Putzen, zum Ausfahren. Darum das Mini-Velo. Ja, ich lege es mal da so an. Mehr braucht immer auch mehr Zeit, mehr Beschäftigung. Ein Wochenende mehr, das verplant ist. Eine Liegenschaft mehr, um die musst du kümmern. Erste Nebenwirkung ist, wir zahlen den Preis fürs Mehr. Immer. Und damit kommt etwas Zweites, nämlich Nebenwirkung 2, die Ablenkung. Es betrifft die Ausrichtung von unserem Leben. Und für uns als Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus ist das entscheidend, weil wir haben eine Ausrichtung. Wir haben einen Ort, wo unser Kompass soll polen sein, das ist Christus. Und unsere Welt trimmt uns aber auf Ablenkung, auf Flucht in die Ablenkung. Immer dann, wenn etwas auch an uns herangetragen wird. Man könnte dem auch Narkose sagen. Narkose im Sinne von einer gewissen Betäubung, einen Weg finden zum Umgehen mit den Sachen. Da habe ich euch noch mal etwas dabei. Nehmen wir doch unser Narkosemittel Nummer 1. Das habe ich, glaube ich, da rein verpackt. Ich muss schauen, bis ich es finde. Ja, genau da. Ui, ui. Tief unten hat sich versteckt. Oh. Das Telefon. Hei, 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 hei. Hast du auch so eins? Ja, ich weiss, ehrlich gesagt, auch auf dem WC hat man es meistens in der Hand. Nicht so hygienisch. Aber warum fällt es uns so schwer? Uns von dem zu lösen. Von diesen Sachen, die immer gerade alles fühlen. Kennst du das auch? Kaum bist du im Restaurant am Essen und dein Gegenüber geht rasch aufs WC. Ja, was machst du? Rasch am Handy durchscrollen. Irgendwas, was dein Automatismus so tut. Die beim Schwätzen, wenn irgendwie eine Partnerin vielleicht rasch aufsteht, aus dem Zimmer geht. Was machst du? Griff zum Handy. Es ist so schnell, der Griff in den Hosensack. Das Handy. Also ein Beispiel von einer Form von Narkose, die wir uns antun können. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, Stille und Ruhe und Raum auszuhalten. Wir fühlen in uns immer. Oder wie es der grosse Intellektuelle, der vor langer Zeit gelebt hat, der Blaise Pascal, er war Mathematiker, französischer Mathematiker, Physiker und auch christlicher Philosoph, gesagt hat, alles Unglück des Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer allein bleiben können. Nachrichten, zum Beispiel, Dauerberieselung oder, ich habe noch ein paar andere Sachen dabei, Instagram. Kennst du auch, oder? Ui, hoppla. TikTok, für die Jüngeren unter uns, das habe ich nicht, aber ich höre, es mache ich süchtig. Streamingdienste, Spotify, Netflix, nur noch eine Folge mehr. Es war gerade so spannend. Wir haben so viele so Sachen.
Sie berieseln uns, sie fühlen uns. Aber für die Eltern unter uns auch. Der Fernseher, der gute Alte. Nachrichten. SRF bei den Leuten. Ich zähle mich auch zu den Eltern, finde ich manchmal auch noch cool. Zeitung, das Lieblingsmagazin, hey, und sogar der nächste Predigt-Podcast. Und vielleicht die ein bisschen weniger aufs Zeitliche ansprechen, sondern mehr die inneren Löcher unter uns. Habe ich auch noch ein paar Sachen dabei, gell? Schau, wo ich es habe. Kennst du den? Schoki. Narkosemittel, gell? Was haben wir da noch? Haben wir noch mehr? Oh ja, da unten. Sack Chips. Ist dann plötzlich der ganze weg an einem Abend. Aber auch Alkohol. Kennen wir alles, gell? Stellen wir mal da raus. Kennen das paar. Narkosemittel. Es kann aber auch weitergehen. Beziehungen. Habe ich da auch etwas dabei, glaube ich? Ja, noch mehr Chips. Ei. Beziehungen. Kann auch Flucht sein. In Narkose. Körperkult. Was habe ich da noch? Das sind meine von die Hause. Augenzwinker. Oh. Sexualität. Ganz vieles, wo man rein flüchten können. Jetzt fällt er sicher auf. Meine, vieles von dem ist auch nicht einfach schlecht. Das ist mir mega wichtig. Es geht nicht darum, jetzt hier eben das Bashing zu machen. Ich meine, das Velo ist mega gut zum Sport machen, Ausdauer, beweglich bleiben. Sogar wenn du die Knie hast, nicht so schlecht und so, oder? Informationen brauchen wir irgendwo auch. Wir möchten nicht weltfremd leben. Sexualität ist ein Geschenk von Gott. Ja, auch der Genuss, der Traum in der Nachfolge von Christus. Das soll ein Ort sein, wo es auch gibt. Schließlich sind wir ja zur Freiheit berufen, wie es der Paulus im Galaterbrief sagt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit und darum lassen wir uns nicht wieder knechten. Es scheint, als hätte die Gemeinde in Korinth, macht den Sprung vom Galater zum Korinther, genau auch mit dieser Balance Herausforderungen gehabt. Ja, was bedeutet es denn, einen freien Umgang haben mit diesen Sachen und wo schneit es uns irgendwie aber auch ungut? Und der Paulus schreibt ihnen im ersten Brief an Korinther, Kapitel 6, Vers 12, er zitiert, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles. Was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Der Paulus, der zitiert da vermutlich, man weiß es nicht so genau, eine übliche Haltung aus der damaligen Philosophie, der stoischen Philosophie. Das alles ist mir erlaubt. Wo aber natürlich auch eben das Christentum ja Element von dem auch hat, die Freiheit. Und was er da drin in der Korinther will sagen, ist, die Freiheit von Jesus-Nachfolger ist nicht eine Freiheit in absoluter Unabhängigkeit, sondern sie ist eben auch eine Freiheit, die sich an Christus wieder orientiert, am Evangelium, an dem Zentrum. Sie hat das Gute gemäss dem Evangelium im Auge. Freiheit in Liebe zum Beispiel, in Nächstenliebe. Sie hat das Umfeld im Auge. Da heisst es auch, es geht um die anderen. Nicht alles ist gut für mich und für andere. Freiheit von Gesetzlichkeit. Aber Achtung, Freiheit kann eben auch wieder selber in eine neue Gefangenschaft führen. So sagt der Paulus, es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Es lohnt sich also immer mal wieder einen kleinen Check-up zu unternehmen, so einen Selbsttest, um sich zu fragen, bin ich noch frei oder bin ich schon wieder beherrscht? Und da kommt eben das Prinzip von der Abstinenz zum Tragen, von der Enthaltung, von der Fernhaltung, vielleicht auch für eine gewisse Zeit. Das kann ein Test sein. Kann ich es noch lassen oder lässt es mich nicht mehr los? Wir stehen am Anfang der Fastenzeit. Am letzten Mittwoch war der Ascher-Mittwoch. Das ist markiert in der Kirchengeschichte der Start der Fastenzeit bis zu Ostern. Jetzt ab dem heutigen Sonntag noch 6 Wochen bis Ostern. Und wir wollen uns in dieser Zeit die Frage stellen, ob es etwas in unserem Leben gibt, auf das wir bewusst verzichten könnten oder vielleicht sogar sollten. Auch als ein Check-up. Und ich lade dich ein, darum, auch auf einen Rundgang durch deinen Bollerwagen durchzugehen und deinen Rucksack. Und dir das zu überlegen, wo du da stehst.
Wir möchten mit 2 Gegenmitteln arbeiten. Die hängen zusammen. Das ist so eine Kombimedikation, die du nehmen musst. Das erste ist ganz einfach Reduktion und Verzicht. Für die fortlaufende Überfüllung. Wenn es dir gleich geht, wenn ich es auch kenne. Da hat es noch ein Plätzchen, geht noch etwas einfüllen. Jetzt geht es da noch, geht noch etwas rein tun. In Bezug auf das Materielle. Was, wenn du wirklich einen Raum frei hast? Es setzt frei. Du hast weniger Zeug, wo rumliegt. Der Keller ist ein bisschen weniger ghettoisiert. Es setzt aber auch Finanzen frei. Beides bietet neue Möglichkeiten. Aber auch Genussmittel setzt ganz anders frei. Der Verzicht kann deine Gesundheit stärken. Deine Beziehungen positiv beeinflussen. Deinen Schlaf auf ein neues Level heben. Jetzt ist das Problem, ist klar, oder? Macht alles Sinn, ein bisschen reduzieren wäre super, aber da gibt es ja noch etwas, was in uns dann wirkt. Sofort ruft die Leere oder die Langweile in uns und sagt, jetzt musst du es füllen. Eben der Griff zum Smartphone oder zu der nächsten Betätigung oder zu der Erledigung manchmal auch, die man noch hat. Der innere Antreiber wird aktiv, der einem dazu bringen will, die Lücke zu füllen. Und da braucht es eben das zweite Gegenmittel. Aushalten. Ist enorm schwierig. Aushalten benötigt Selbstdisziplin. Und ich bin froh, dass die Bibel darüber redet als eine Frucht vom Geist. Auch etwas, was Gott uns möchte geben und er in uns möchte wachsen lassen. Durch den Heiligen Geist. Aushalten heisst, den Impuls zu unterdrücken für einen Moment. Wir werden gerade noch anschauen, wie wir das auch ganz praktisch einüben können. Aber zuerst vielleicht noch ein bisschen Motivation dafür fassen. Warum sollen wir dann auch mal aushalten? Eben die Leere, den Moment, bevor wir gerade dem Impuls nachgeben. Aushalten gibt Raum für das wirklich Essentielle, für Gott. Und uns bewusst in die Reduktion von der Wüste zu begeben, kann der Raum auch mal einfach freisetzen. Gibt Möglichkeit, Gott auch ganz ehrlich zu begegnen. Vielleicht mit dem inneren Reissen nach diesen Sachen. Ganz ehrlich, ihm zu sagen, jetzt reisst es mich. Ich gehe in die Wüste. Ungeschminkt, mit allem, was einem zerrt. Wir hatten letztes Jahr eine ganze Predigtserie über die Stille gehabt, nach der Sommerferien. Die ist online auch verfügbar für die das nachhören wollen. Wir haben dort auch viel gesehen, wie Jesus die Einsamkeit und die Abgeschiedenheit, auch die Leere immer wieder gesucht hat, um Raum für den Vater zu haben, für Abba. Um frei zu sein von allem anderen. Genau um das geht es. Und so möchte ich nochmal zurückkommen auf den Text in der Bergpredigt, Matthäus 6, ab Vers 19 und den letzten Vers mit euch anschauen. Jesus zeigt dort, dass es eine Korrelation zwischen unseren Schätzen und unserem Herz gibt. Vers 21. Und außerdem müsst ihr erkennen, dort, wo ihr eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Ich nehme das Herz jetzt anders, stellvertretend eben für unser Herz. Das Herz im Griechischen steht für das Zentrum von allen emotionalen Lebensäußerungen. Das ist eine ganzheitliche Angelegenheit. Weniger Fokus auf die irdischen Schätze schafft Raum, damit emotionale Ausrichtung und unsere Lebensäußerungen auf Gott geschehen können. Lebensäußerungen, was für ein Wort. Das heisst, es wird sichtbar im Alltag. Auf Christus. Auf die Person, die uns wahre Erfrischung verspricht. Und auf die Sachen, die Gott uns ins Leben geben will. Der Paulus redet im Brief an Korinther von einem Lebensstil in der Nachfolge, auch in Form von einem Wettkampf. Es braucht auch ein bisschen Training. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Wir reden nicht so gerne über das, gell? Wir sind ja jetzt in der Olympiazeit. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, für eine Medaille, der bald wieder verwelkt. 4 Jahre später bist du nur Vierte. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Eine andere Übersetzung zeigt schön, die sagt, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, hält sich an eine Lebensregel. Es geht also auch darum, einen Lebensstil sich anzueignen, anzugewöhnen, vom Reduzierten, vom vielleicht auch neuen Raum schaffen. Und die Fastenzeit ist genau eine Gelegenheit für das. Das möchte ich uns einladen.
motivieren, so eine Lebensregel einzuüben. Weil es braucht Zeit, um aushalten zu lernen und Zufriedenheit zu kultivieren. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit, um den Schalter umzulegen. Um den Fokus zu wechseln, auch innerlich, von dieser Angst, etwas zu verpassen. Es gibt ja so ein schönes Akronym für das, FOMO, Fear of Missing Out. Hin zu der JOMO, Joy of Missing Out. Der Freude, einmal etwas zu verpassen. Der Freiheit, etwas zu verpassen. Und ja, das ist es. Es geht da nicht darum, dass wir nachher alles wirklich nicht mehr ein schönes Leben haben, sondern dass die Freiheit kommen kann. Bei der Enthaltung, bei der Abstinenz geht es nicht um Selbstquälerei, sondern um Rückeroberung von der Freiheit. Fokus aufs Wesentliche zu haben, weckt Freude. Und es schafft Platz, damit Gott in unser Leben kommen kann. Das erfrischt. Die Fastenzeit ist eine Gelegenheit für das. Und wie gesagt, geht es darum, irgendwo das einzuüben. Und wir haben jetzt eine Gelegenheit in den kommenden Wochen und Tagen, einfach als eine Option. Und da möchte ich auch dir das vor allem, wie der Timon letzte Woche das gemacht hat, in Bezug aufs Fasten, dir das fragend mitgeben. Am Schluss ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich will dich einladen, aber dich zu fragen, wo gibt es etwas? In der Fülle von meinem Leben. In der Fülle von deinem Leben. Wo vielleicht jetzt auch dran wäre, mal zu sagen, ja, da fange ich an zu trainieren. Da reduziere ich mal. Und ich habe darum euch so ganz praktische Ansätze mitgebracht, wie wir das machen könnten. Und das soll inspirieren. Und vielleicht ist nichts von dem das, was du sollst. Mein Gebet ist auch, dass der Heilige Geist zu dir persönlich redet und dir das zeigt, was dran ist. Aber vielleicht ist es auch da eine Idee, die du kannst aufnehmen kannst, die dich motiviert, zu sagen, ja, das mache ich jetzt. Der erste Bereich, den ich anschauen will, geht um all das Zeug da, so digitale Inhalt, digitale Narkose, mediale Überfluss. Bereich digitale Entgiftungskur, sage ich dem. Eine Idee wäre, du machst ein Handybett. Das heisst, wichtig, das Bett ist nicht neben deinem Bett. Es ist eben nicht im Schlafzimmer, sondern vielleicht ganz bewusst im Eingangsbereich von deiner Wohnung. Das Smartphone schläft nicht im Zimmer. Kauf dir doch einen internetunfähigen Wecker oder einen analogen. Das gibt es im Fall günstig. Wir haben so einen gekauft. So, der tut halt bei der Zeitumstellung nicht selber wechseln. Du musst halt selber machen. Aber manchmal hast du fast ein bisschen mehr Kontrolle. Das ist nicht so teuer. 25 Stutz bist du dabei. Und es hilft dir vielleicht, dass dein Tag nicht gerade mit diesen Apps anfängt. Weil es einfach eine gewisse physische Distanz gibt. Und auch nicht abschliessest mit dem. Das Zweite, inputfreier Transit. Ist auf dem Velo nicht so gut, noch die Stöpsel drin zu haben, by the way. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du Auto fährst, wenn du im Zug sitzt, wenn du gehst joggen, auf dem Velo, wo auch immer. Gehörst auch zu denen, die immer etwas auf den Ohren haben. Wo wäre es vielleicht auch dran, mal Podcast oder Musik wegzulassen, die Luke zu nutzen, um einfach da zu sein, am Rotlicht zu stehen und zu warten. Mit Gott ins Gespräch zu kommen, seine Gegenwart geniessen. Oder die 24 Stunden Wüste, wähl einen Tag in der Woche, an dem du komplett offline gehst. Boah, Challenge, hä? Und es gibt 1000 Gründe, wieso nicht. Dann können sie mich nicht erreichen und ich muss ja, gell? Ja, was, vielleicht wäre es mal ein Ausprobieren. Kein News-Check, kein Insta, keine Mails. Und entdeckt Joy of Missing Out. So ein paar Ideen. Ein anderer Bereich, innere Erfüllung. Ich sage dem einfach den Narkoseverzicht. Jeder von uns hat eine andere Art, hat andere Schlagseiten von der Narkose, von Schoki über Genussmittel, über Beschäftigung, über was auch immer da alles trainieren kommt. Shopping, Netflix, Gaming, Sport. Wie wäre es mal eine Woche, radikal darauf zu verzichten? Nicht, weil es böse ist. Nicht, weil es böse ist, sondern um zu prüfen, wer da der Boss ist. Bereich Zeit, ganz ein einfacher Schritt, 10 Minuten Regeln. Wenn du merkst, deine Leere kickt dir, der Impuls kommt, der Griff zum Handy oder an den Kühlschrank, oder halt 10 Minuten aus. Versuch es 10 Minuten, das nicht zu machen. Stell dich im Unbehagen und wende dich doch in dieser Zeit an Gott und an den Heiligen Geist. Bitte ihn, dir die Selbstbeherrschung zu schenken. Und schau, was passiert. Sehr gut möglich, dass der Drang verschwindet. Und zum Schluss noch Bereich Materielles.
Ein kleiner, einfacher Ansatz. Mach die Vollkostenrechnung, bevor du etwas kaufst. Kauft ist es noch schnell. Die Kreditkarte kommt die erste Abrechnung in einem Monat. Aber Zeit braucht es dich. Unterhalt braucht dich. Der Fokus von deinem Herz braucht es auch. Das kurz checken. Hey, ist das notwendig? Will ich das? Tut es mir gut? Die Fragen durchspielen. Wie viel Energie, wie viel Fokus wird es einnehmen? Wird mein Leben in Gottes Augen wertvoller, wenn ich das mir anschaffe? Hilft es mir, mich auf Gott auszurichten? Oder ist es mehr Ablenkung? Am Schluss sogar mehr Stress? Die Frage sich zu stellen. Ich lasse ganz kurz auch noch da vorne und ihr dürft gerne einfach einen Moment über das nachdenken. Jetzt möchte ich zum Schluss ein Gebet vom David beten. Und du darfst da sitzen und innerlich mitlesen und mitbeten. Und ich lese es einfach vor. Psalm 63, Verse 1-9. Es ist ein Lied von David und es stammt aus der Zeit, wo er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich. Und du hältst mich mit deiner starken Hand. Amen.